So, Freunde, Wahadesha, Ist doch ein schönes Land, wenn wir nicht gerade irgendwie in der Ödnis sind. Müssen wir hier doch irgendwas noch tun, wa? Genau, der ist... Ah, das sind 3. Gut, dann ganz kurz herunter. Wohl langsam aber sicher Wahadesha abschließen. Und ich gehe dir mal wieder in die Arktis, weil hier gibt's was zu tun. Sehr schön. Luftschiff, wie sieht's aus? Luftschiffhangar. Jo, das sieht gut aus. Dann kannst du mal mit deiner Route weitermachen fürs Erste. Und ich gucke mal, was hier oben so abgeht. Wir haben hier, wie wir schon gesehen haben, ja sowieso viel zu viele Waren. Wie ich sehe, haben Sie gute Neuigkeiten. Erzählen Sie. Ich hatte bereits die Geduld verloren. Doch Sie haben mir die Tugend der Beharrlichkeit bewiesen. Sie haben Wahadesha neuen Atem eingehaucht. Es besitzt eine solch natürliche Schönheit, dass viele in dieser Stadt Gärten und Terrassen anlegen, an denen sich alle erfreuen können. Ja, kann glaube ich einfach mal so bestätigen, wa? Technikarbeitskräfte plötzlich weniger, okay. Ja, ich würde sagen, wir bauen mal hier ein paar Häuser noch, wa? Das stört meine Pläne! Ja, du und deine Pläne. Die gehen mir am Arsch vorbei. So, eigentlich Wärme fehlt, der ist gerade unterwegs. Kohl haben wir dafür, ja. Und ist das natürlich zu weit weg. Frage, ob die Polarwacht da oben ein bisschen... Per Itaru kommen die Tage des Messit, das Fest der Lobpreisung. Wir möchten, dass du als Ehrengast teilnimmst. Okay, vielen Dank. Ja, eben, da muss ich erstmal die Kohle versorgen, aber das haben wir jetzt gleich auch geschafft. Und dann eigentlich müssten wir nachher auch für die Fleischkonserven genug haben. Wir brauchen halt doch relativ viele Waren. Ich meine, gut, die oben am Postamt, wo auch immer das gerade schon wieder ist. Ah, hier. Jetzt überlege ich halt gerade. Wir brauchen halt doch ein paar Waren. Können wir das nicht irgendwie noch ein bisschen optimieren? Also, ich meine, klar, ich habe jetzt irgendwie das mit dem Handelsrecht hier, was ich irgendwie auch einsehe, aber ganz ehrlich, da kann doch nicht so viel sein, dass es irgendwie lohnt. Also jetzt mittlerweile, das war vielleicht anfangs mal so. Wo ist mein Schiff hin? Ich habe gerade einen Knick in der Optik. Achso, inaktive Schiffe. Alter. Ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Das ging nicht, weil das Lager bereits voll ist. Ja gut, aber... Heißt doch eigentlich, dass die Produktion hier von allen Waren schon so fortgeschritten ist, dass ich da oben gar nichts mehr brauche. Warte mal, machen wir es nochmal anders. Ich habe zwar den hier, kann ich da irgendwie... Menschen lassen sie hochleben. Kann es leider nicht irgendwie temporär löschen oder so. Komm. Wir riskieren es trotzdem mal. Ich sehe momentan gerade den Sinn nicht mehr, wieso ich das hier brauche. Dann King Williams, ja, hier dann halt wieder mitnehmen, nicht wahr? Nee, nicht das. Ist
Das andere Zeug brauche ich eigentlich nicht. Da ist ja die Fertigware dann, Konsumgüter. Ein bisschen vom Schnaps. Jetzt nicht so viel, mache ich auch mal 20. Ich versuche es mal mit der Kombi. Der Kohle kann ich theoretisch ein bisschen hoch. Weil ich werde vermutlich auch mehr brauchen. Den Rest lasse ich mal so, wie es ist. Ich habe eh nur 4, also Probleme. Jetzt sagt es so 5 und 6 und so, aber ich habe eh nur 4, also. Genau, jetzt segelt er wieder zurück. Hier haben wir ein bisschen was abgeliefert. Fleischkonserven. Ja, jetzt haben wir ein paar Fleischkonserven. Ich muss ja halt doch so viele Dinge liefern. Okay, warte mal, Schnaps war vielleicht eine falsche Idee. Und eine Bullshit-Idee, weil nachher muss ich ihn wieder wegnehmen. Dann ist sowieso doof. Ne, komm, das nehmen wir hier wieder weg. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Okay. Ich sehe es nur gar nicht, aber danke. Welches? Meine Frau sagt, Sie lügen. Ah. Prosperity. Das kann durchaus sein, dass die Insel da ein bisschen was Gutes vollbringt. Warte mal, jetzt haben wir da Arktis, alte Welt. Ja, da haben wir jetzt nichts vergessen. Haben wir hier mal noch Arktis 2 war. Wenn er halt einfach nicht so viel Müll durch kann, das fehlt mir ein bisschen. Ich meine, dass vielleicht die Route nicht so eine lange Bezeichnung haben darf, okay. Aber warum kann ich Notizen hinzufügen? Das finde ich, das fehlt hier. Ja. Hat ja viel gebracht, was er jetzt da vorhatte. Das ist halt so viel Walöl. Die Frage ist ja, wie lange haben wir das noch? Soll Walöl. Egal. Dann haben wir das. Ja, jetzt haben wir natürlich viele Leute Stufe 1. Froh über die Öfen, so hässlich sie auch sind. Ich versuch mal. Hä? Also, das sind schon ein paar Stufe 2, wa? Warte mal. Geht das bei denen überhaupt hier, oder? Ja, doch, warum eigentlich nicht, wa? Vorsicht, das kostet relativ viele Bretter. Ernst, du bist weit weg von der Kantine, willst du das ernsthaft jetzt erzählen? Das kann ich ja kaum glauben. So. In der Hoffnung dann vielleicht bald noch mit dem Gasverkauf und so, weil jetzt müsste das mit den Fleischkonserven kommen, genau. Perfekt. Da habe was abgeliefert, okay, die haben da immer noch ein Lager. Ich muss das verdammte Walöl loswerden. Das Walöl, das ist nicht gut. Sind Sie wirklich bereit zum Totentanz? So, ich bezahle auch nicht so viel Kohle, nur damit ihr euch wieder da... Nein! Sie haben es sicherlich längst kommen sehen. Unter Ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Nach einem langen Tag Wärme. So, komm, wisst ihr was, machen es mal so, weil dann stimmt's wieder. 50 jetzt ein bisschen viel ist, aber egal. Naja. Ich muss ganz kurz gucken, neue Welt, weil darum geht's ja. Jetzt hat wieder so wenige Schiffe. Das ist eben das, was ich nicht ganz verstehe, wieso es jetzt wieder so wenige Schiffe hat. Vielleicht mal ein bisschen entgegenspringen muss. Ja, komm. Zum Angriff. Zerstör mal eins an der Schiffen und guck mal, ob er dann immer noch so...
Flotte geht auf Fahrt. Diplomatie, Freunde, ist alles. Alles ist Diplomatie. Nicht Angriffspakt erbitten, das wäre gar nicht mal so schlecht eigentlich. Dachtest du hättest uns im Sack? Ja, der ist nie verkehrt. Ich habe selbst noch ein paar Trümpfe auf der Aha, plötzlich nur so wenig. So schnell kann es gehen. Ja, ist der Waffenstillstand klar, aber trotzdem. Verfluchter Pfennig. Ja, dann halt nicht. Wenn du halt so ein Arsch sein willst, dann bist du halt so einer. Mir doch egal. Der ist eben noch unterwegs. Wir sitzen hier aus. Der ist gut dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. La 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 la. Und ich singe und es klingt einfach scheiße. Das ist mir bekannt. La 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 la. Warte mal. 250 kosten eine Gasförderstätte. Aktuell hätten wir genug Einwohner, machen wir jetzt keine Sorgen. Für eine zweite. Die Frage ist halt eher, brauche ich es überhaupt? Ach, hier mal noch ein Postamt zu bauen, kriegen wir auch noch irgendwie hin. Weil ich gar nicht so genau weiß wo, aber wir kriegen es hin sicher. Komm mal, das Wasser machen wir es mal so. Ja, komm, stell mal nicht so an, so kalt ist es auch wieder nicht. So, keine Bretter mehr, keine Bretter mehr. Deswegen baue ich natürlich auch generell, aber sowieso einfach ein freies Luftschiff, würde ich mal sagen, pro Welt sowieso. Damit ich halt eben auch mal schnell Waren verschippern kann, egal wie hoch gelegen es ist. Das macht schon Sinn. Das mit der Kohle hier wird echt ein Problem. Wir haben hier einfach zu wenig Kohle. Also ich meine es generell, weil ich verbrauche jetzt hier auch nicht so viel Kohle oder generell halt die ganzen Waren. Das stimmt natürlich schon. Das Lager hier ist auch immer voll, ja. Gut, kann man natürlich auch so sehen. Die Schutzbrillen finde ich offen gestanden ein wenig lächerlich. Wir haben ein bisschen das Problem mit der verdammten Köhlerei. Habt ihr schon überall in die gemacht, wo es geht? Und hier habe ich auch keinen Platz mehr. Ich kann halt echt hier nur eine einzige Köhlerei bauen. Nicht irgendwie noch was im Berg hinein oder so? Ne, das geht nicht. Das geht nicht. Wieder mehr hier draußen. Es bringt alles nichts. Ich brauche einfach mehr Kohle. Sieht generell jetzt nicht so gut aus. Warum auch immer die plötzlich irgendwie zu wenig von allem haben. Das verstehe ich jetzt irgendwie auch nicht so ganz. Egal. Müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist. Am Schluss, wenn wir noch irgendwas machen können. So, um am Messit teilzunehmen. Segeln Sie zum Konto. Ja, dann machen wir das mal. Steuermann. Wie sieht es eigentlich in dem Besa aus? Ja, passt. Doch, doch. Trotzdem sind mehr Leute, vor allem über 670 ältesten Arbeitskräfte. Das ist schon eine Menge. Geil. Immerhin hier funktioniert es mit der Kohle. Ja gut, Unterhalt bzw. Anteilseinkommen halt von 3 Inseln. Ja, kann natürlich auch besser sein. Aber apropos 3 Inseln. Ganz vergessen. Weil im Kummersbach brauche ich, damit ich da hier wegen Bienen im Überfluss. Warte mal, wir brauchen sogar noch mehr Kanonen, fällt mir gerade mal auf. Die Insel zu schützen. Okay. Erwarten neue Horizonte. Messit ist der Ritus der Fruchtbarkeit. Eine Feier des Lebens. Er ist das Herz von Mbesa und wir bringen ihn dir bei. Danke. Die Priester werden sie die Rituale durchführen.
Wo ist Yara? Yara? Bist du Yara? Bevorzuge die Ruhe der Klippen. Doch von hier aus sieht die Wahrheit noch schöner aus als von hier noch in Geschichten. Okay, weg ist es. So geht es natürlich auch. Die Priester aus dem Kassar. Aufstehen, sitzen. Was? Ist weg. Du hast viel gegeben. Da ist es nur gerecht, wenn auch wir herzlich sind. Ich würde gerne aber ganz ehrlich ein Geschenk anbieten. Nee. Einschmeicheln. Pff. Die Piraten sind halt immer so launisch, ganz ehrlich. Weil solange ich jetzt eigentlich noch Frieden habe, was um die 5 Stunden, kann man es eigentlich schon ein bisschen forcieren. Wir nehmen es. Schiff unter Beschuss. Ja, so ist man nochmal. Mein Schiff, Sie glitschiger Aal. Sorry. Okay, der andere Geben Sie will... mir etwas Ah. Zeit, ja? Ja, kein Problem. War ja nur eine Frage. Wie wäre es, wenn ich Sie vom Haken lasse? Nein. Unverschämtheit. Du bist doch derjenige. 160.000 am Arsch. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich kann dir gerne sowas machen. Und mein ganzes Leben herschenken. Ein neuer Auftrag? So, warte mal, was ist das? Orakel? Ein Artefakt. Wie es die Legenden besagen. Wo das Wasser entspringt, werden Erinnerungen enthüllt. Diese Seelenbindung geben wir dir zum Dank. Danke. Du kamst als Schema, Fremder, und hast gelernt, mit dem Herz auf der Zunge und beseelten Worten zuzuhören. Du bist einer von uns, Hamessi. Namaste. Spiel gespeichert. Bereit für den Einsatz. Ah, schön. Aber das also auch, können wir dann bei uns noch ablegen. Sehr gut. Gut, war Hadesha, die waren da glaube ich sowieso schon beigetreten, oder? Ne, noch nicht, aber jetzt. Stimmt. Jetzt haben wir nämlich den Teil, ne, den hatten wir vorhin, aber den hier noch nicht. Anlässe Restaurieren von Schiff Hadesha. unter Beschuss. Ja. Neue Ziele? Hab ich natürlich einen falschen Befehl gegeben wieder. Flotte bereit zum Feuer. Weil so weit weg sollten sie eigentlich nicht gehen. Formation Kennt ihr eigentlich hinterher? Ja, mehr oder weniger. Nee, ich verstehe, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen hier und da mal ein bisschen Krawall machen, aber das ist jetzt doch ein bisschen unpraktisch leider. So, die Arktis. im Schwebezustand. Genau, du bist jetzt derjenige, der hier die Waren austauscht. Weil das mit 50 Kohle ist trotzdem ein bisschen viel. Ah, ich habe 30, ja, okay. Gut. Ja. Wird wieder so viele Technikarbeitskräfte, was da passiert. Ein Ja. Gentleman beklagt sich nicht. Ja, hier. So, der Gentleman. Gut, wir haben hier die Windsbraut 2, warum auch immer die so heißt. ...75 Stahl haben wir noch, das ist eine gute Menge. Propeller drehen sich. Wieder mal ein bisschen Holz mit. Steuere. So. Ja, das mit der Gasförderstätte.
Stahlsilber braucht die auch noch. Das sind ab 50 Arbeitskräfte, ja, aber... Das kriegen... Das ist ja gar kein Problem. Noch ein bisschen Holz abliefern und so. Und dann, ja, geht es vor allem darum, dass wir hier wieder ein bisschen... sogar wesentlich mehr Gas produzieren. Jetzt haben wir erst 18 Tonnen. Das ist natürlich... Ich sage jetzt mal so, es geht, aber es könnten auch mehr sein. Wir haben halt hier oben noch 3 Förderstätten und hier hinten haben wir wieder 3 und so. Aber ich muss das schon irgendwie da unten machen. Ich glaube hier mit 4 und unten nochmal mit 3, das käme gut. Oder ich glaube schon. Aha. Da bist ja du. Das ist gar nicht dein Kumpel. Da kommt dein Kumpel. Die Menschen lassen sie hochlegen. Im Schwebezustand. Das ist der Kumpel. Da sind wir dabei. Das ist prima. Der Kumpel, der ist so weit. So, dann kannst du wieder zurück. Dann... Schon mal erwähnt, wir brauchen ein paar mehr Einwohner. So, das wird reichen. Ich hier nochmal eine Förderstätte bauen kann. Ja, baut die mal... Liebsten wäre es eigentlich so und kommen dann unten nicht mehr ran. Egal, ich mach's mal hier. Dann machen wir einen hier, einen da und so da. So. Großartig pushen kann ich es eigentlich nicht. Ja, doch. Eine ist halt 100%. Dementsprechend 3 wären 300%. Gut. Hätten wir es aber trotzdem auch schon mal. Warte mal, wenn ich jetzt schon mal hier oben bin. Alter, ist der schnell. Schnell hier hin sind noch 27. 13 fehlen noch. Okay, warte mal. Solange ich noch keinen zweiten habe, gehst du mal hier ins unerforschte Gebiet. Weil ich hier den zweiten hätte, könnte man eigentlich sagen, also einen zweiten neuen gebaut habe, kann man sagen, okay, ich schicke ihn runter. Keine Ahnung, in die alte Welt, in die neue Welt, whatever. Zuerst mal geht es darum, dass ich mal die Schiffe, die mir waren, von einer Welt in die andere transportieren. Dass ich die ersetze durch Luftschiffe. Wenn wir das gemacht haben und dann die alten Transportschiffe, Frachtschiffe, whatever, wenn wir die dann zerstört haben oder verkauft haben, glaube ich ja verkauft haben, dann können wir damit beginnen, wieder neue Luftschiffe, also weiterzubauen, die dann auch innerhalb eines Landes den Weg, Verkehr, whatever, den Warenaustausch vollziehen. So, das ist, glaube ich, etwas. So, warte mal, das haben wir jetzt geklärt. Das ist also aufgrund dessen passiert. Mehr haben wir jetzt hier nicht. Jo, die Quest ist soweit auch vorbei. Sehr gut, das heißt, du kannst schon mal hier hin. Route eingezeichnet. Eine Ware austauschen, dann machen wir uns mal an die Quest hier. Der Speer. Das hatten wir schon mal vor 3, 4, also auf alle Fälle im Part 189 in das noch angefangen. Und da geht es hier darum. Der Friedhofspforte. Hier ist der Eingang zum Friedhof. Wo ist er? Ah, hier. Das Grabmal des Leibwächters finden. Nicht das Grabmal des Drachenkaisers, nö? Okay. Jetzt gerade noch Frage. Habe ich schon ein bisschen Glas an Bord? Ja, so nicht viel, aber ein bisschen was habe ich. Da geht es ja ums nächste Verbrauchsgut. Nicht um Treibstoff, nee, wisst ihr sowieso, was das irgendwie bringen soll hier. Für Traktoren oder was? Kerzenzieherei, Baumwollplantage, die will ich ja erst noch erforschen. Damit es in der alten Welt machen, nicht in der neuen Welt. Und dann die Imkerei, die kriegen wir bald. Eine Kerzenzieherei, okay, dann kriegen wir das gut auch noch hin. Erst bitte ich. So, ansonsten läuft es doch wie geschmiert. Das abliefern, sehr gut. Das Grabmal vom Wächter. Wann? Okay, also komm, wir sind hier schon im Friedhof. Der Friedhof ist nicht so groß eine ganze Welt. Das kriegen wir, glaube ich, relativ schnell hin.
Okay, das ist nicht. Das auch nicht. Auf der anderen Seite wieder sehen, das ist offenbar auch nicht. Das ist auch nicht, vielleicht doch schwieriger als gedacht. Kleines Grabmal. Ah. Studieren Sie die Bücher. Bücher studieren. Wisst ihr was, Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Da pause ich wieder mal rum. Leider. Verwendung für dich. Bin ich jetzt ein bisschen doof. Hallo 35, also. Sprunghaft, rachsüchtig, teuflisch. Ja, das klingt ganz nach mir. Kann ich noch ein bisschen Geld? Gib es einfach her. Ja, sage ich doch. Das ist schon mal besser. Mit Jean. Egal. Mit George müssen wir ein bisschen abwarten. Okay. Was ich aber glaube ich jetzt noch mache. Warte mal, haben wir hier für ein Abschlussfoto? Den habe ich bereits gezeigt. Jetzt wird es ja um den Friedhof. Ja gut, den Friedhof können wir noch zeigen, genau. Erstmal zurück ganz kurz in die Arktis. Wegen dem Schiffchen, wo auch immer der jetzt gerade ist. Ah, hier oben. Nehmen wir das mal mit. Ich bin sehr froh, dass der alte Nate hier ist. Sein Kichern ist ansteckend. Findest du? So, dann gehst du wieder mal dahin, weil es geht ja darum, wir brauchen noch 13 Tonnen. Oder Tonnen von mir aus Einheiten. Damit das dann funktioniert. So, jetzt ist er wieder da. Nochmal ganz kurz einen Check machen, wie es mit dem Waren aussieht. Top, top, top. Die Wette gilt. Baumaterial. Immerhin schon wieder 9. Ist auch gut. Kohle haben wir eigentlich relativ viel. Das funktioniert soweit. Sehr gut, sehr gut. Das ist auch so, dass eine Gaswetterstätte selber Wärme durch Kohle braucht. Hä? Gut. Kann man sehen, wie man will. Ist jetzt nicht unbedingt unser Bier. Ja, Freunde, dann sagen wir mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben, wie schon mal gesagt, wieder viel erreicht heute. Ah, sehr schön. Hier haben wir also den Friedhofseingang. Hier haben wir das kleine Grabmal, was völlig unscheinbar, völlig nach nichts aussieht. Wie so viele kleine Sachen im Leben. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Dann vielleicht sogar schon die Quest um Angriff abgeschlossen. Ich bin nicht sicher. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Bye, bye.